Grüezi, grüezi. Ich möchte gerne einen ganz kurzen Text, einen Abschnitt aus der NZZ vorlesen, wo der Andreas Kley, Professor für öffentliches Recht, Verfassungsgeschichte sowie Staats- und Rechtsphilosophie an der Universität Zürich in der NZZ kundtun hat. Das Gesetz übergeht den Verfassungsgeber und damit Volk und Stände. Der Titel des Covid-19-Gesetzes dokumentiert ein substanzielles Versagen der Bundesversammlung. Sie nimmt ihre Kernaufgabe, die Gesetzgebung, nicht ernst. Das demokratisch gewählte höchste Organ des Bundes hat mit dem Covid-19-Gesetz und seinen Änderungen zwei wichtige Artikel der Bundesverfassung missachtet und die schweizerische Demokratie grob beschädigt. Verlässliche und faire Verfahrensregeln, welche die Verfassung festlegt, sollte man haben, oder? Diese hat das Volk in Zeiten kühler Überlegung angenommen und die Verfassung verkörpert dadurch Freiheit und Selbstbeherrschung. In Augenblicken der Übereilung und der Erregung bilden diese Maximen eine feste Leitlinie. Das ist ein Zitat von James Price, das er eingefügt hat. Oder wo der Autor vom Artikel das eingefügt hat. Kann auch sein. Die demokratischen Verfahrensregeln erfordern Zeit für Debatten und schützen die Schwachen gegen die Starken. Dadurch halten sie den einen auf und lassen dem anderen Zeit zur Besinnung. Alexis de Tocqueville hat das mal gesagt. Es ist notwendig, die Mehrheit der Parlamentarier an diese demokratischen Grundsätze zu erinnern. Und da mache ich einen Aufruf mal an alle Staatsanwälte, an alle Anwälte und an alle Richter und Richterinnen. Die Weibelform ist immer mit gemeint. Schockiert sein, das ist etwas, was nicht lustig ist, weil aus dem raus kommt man nicht einfach so, wenn man einen Schock hat. Es gibt ein Mittel für viele Schocks, und das ist Zurückschocken. Also nur mal einen Schock erleben, in eine andere Richtung. Viele Menschen sind geschockt worden letztes Jahr durch die Nachricht, dass eine Pandemie sein soll. Das war ein Schock für sie. Und dass man sie in diesem Schock behalten konnte. Man hat ja nichts unternommen, dass man aus dem Schock rauskommt. Dass man sich in diesem Schock behalten kann, hat man Massnahmen eingerichtet, die sie wirklich dann reinheben. Ja, und heute ist das so weit, oder? Wir haben am Wallensee, heute gesehen, so, am Wallensee ein paar Polizisten gehabt. Also es steht da irgendwie 2 Dutzend. Polizisten schockieren mit Video gegen die Schweizer Corona-Politik. Die Polizisten schockieren. Die da. Die schockierend. Wer denn? Ich hoffe, dass sie die schockieren, die wirklich geschockt sind. Noch immer vom letzten Jahr. Ich danke all diesen Polizisten, die angestanden sind und das Video gemacht haben. Von Herzen. Weil das ist Menschlichkeit. Das ist der Ausdruck von der Menschlichkeit, wo wir in dieser Schweiz schon immer gesehen und haben und miterleben haben dürfen. Leben haben dürfen. Wie gross muss die kognitive Dissonanz sein? Das ist unglaublich. Wir haben zum Beispiel heute im Bus, Bahnersatz, hat es so die Bildschirme mit dem Fahrplan und neben so nochmal einen mit Werbung und so kurz Infos. Ja, dann sieht man so Sachen. 75% nach Umfragen wollen das Covid-Gesetz annehmen. Wird dann mitgeteilt via Bildschirm, der Masse, im ÖV etc. Ja, einfach mal
bisschen denkt, vielleicht ist man ja dann ein Böse, wenn man denkt selber. Wie kann das sein, dass so etwas sein soll? Ich glaube das nicht. Ich glaube das ganz sicher nicht, weil ich weiss es anders. Ich weiss es anders. Und an so einen Zeichen muss ich nicht glauben. Und wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, praktisch alles kehrt jetzt einfach komplett um. Also könnte diese Botschaft heissen, 75% sind schon mal gegen das Seich. Ich habe jetzt nämlich auch die Erfahrung gemacht mit vielen, die den Maskenquatsch auch mitmachen. Oder Terror, sollte man eigentlich sagen. Die werden das ablehnen. Das heisst auch, in dem Gefilde, bei denen, die den Lumpen im Gesicht haben wir einen Haufen Stimmen auf unserer Seite. 75% ist niemals möglich. Dann bringt man wahrscheinlich eben die Leute aus den Gräbern raus und lässt sie abstimmen. Ja, hat man plötzlich Stimmen von Toten und von, ich weiss auch nicht was. Könnte ja alles sein, möglicherweise, eventuell. Könnt ihr euch mal überlegen, wie so etwas aufgebaut wird, dass man dann beschissen kann, bei Wahlen. Da muss man vorbereiten. Da muss den Leuten klar sagen, wir sind in der Mehrheit, wir gewinnen. Und danach hat man ein Abstimmungsresultat, das dann etwa das zeigt. Oder in die Richtung kommt. Wie hoch das denn das schlussendlich ist, für sie, ist ja dann nachher für sie nicht mehr relevant. Sie müssen nur gewonnen haben. Und das hat man bei der letzten Abstimmung schon gesehen, wo wir knapp unterlegen sind. Also ich finde das nach wie vor knapp. Es wird ganz anders gezeigt, oder? Ja, die Leute haben einfach Angst vor etwas, was es gar nicht gibt. So, wie es gesagt wird. Es gibt Corona. Müssen wir gar nicht darüber streiten. Hat es schon immer gegeben. Und es gibt jedes Jahr, aber jedes Jahr, gibt es neue Varianten. Das ist auch so. Und jedes Jahr sind Leute dann schlussendlich wegen dem dann auch gegangen. Das sind die Leute, die schon sehr schwach waren körperlich, die sehr viele Vorbelastungen hatten. Diese Leute hat es am meisten getroffen. Das ändert jetzt langsam mit der Spritze. Weil, ja, Senizid, Sanizid und Genozid ist ein grosses Schiff. Und das ist kein Arche Noah. Nein, da werden wir nicht gerettet. Da werden wir wirklich, ausgeraten kann man nicht sagen, doch für viele Ebenen da im Gesellschaftsleben wird es nichts mehr geben, es wird viel weniger Menschen geben. Ich bin einer von denen, der seit Jahren eigentlich schon darauf hinweist, dass man das machen will, dass man die Erde will entvölkern. Dass da einige Oligarchen, die sich Philanthropen nennen, also Menschenfreunde, auf den Weg gemacht haben und jetzt einfach ein paar Milliarden Menschen wollen loshaben. Das ist in ihrem Kopf irgendwie eingemeißelt. Und das Programm, das läuft schon lange. Das ist nicht erst seit dem Pandemie-Quatsch. Das ist schon lange. Und das Thema, das ist Pflicht, zum näher anzuschauen. Und das sind in diesen Massenmedien, mit diesen jungen Redakteuren und Schreiberlingen, die keine Ahnung vom Leben haben, denen kann man alles sagen, sie schreiben alles. Sie glauben alles. Dass man nicht mehr auf einen grünen Zweig kommt, das ist auch ganz klar. Und ja, man darf ja nicht aufrufen für irgendwelche Gewalttaten. Bin ich auch nicht dafür. Ich bin überhaupt nicht für Gewalt. Das müsst ihr jetzt ganz klar einmal wissen. Dennoch kann ich verstehen, wenn es Leute gibt, die dann halt wie im Animatus im Lied, oder? Vor dem Berner Bundeshaus mit der Dynamitstange stehen, oder? Das kann ich nachvollziehen. Das ist logisch, dass so etwas dann schlussendlich rauskommt. Was man gegenwärtig macht, ist, man trennen. So gut es geht. Spalten, spalten, spalten. Und
Und diese Spaltung, die hat bei vielen Menschen eben leider gewirkt. Im Widerstand sieht man jetzt da zum Glück, und das freut mich wirklich, das freut mich riesig im Herzen, zum Glück gemerkt haben, dass es so nicht geht, wenn man sich spalten lässt. Dass man sich wieder zusammenfinden muss, wenn man gespalten worden ist. Es hat eine Spaltung stattgefunden im Sommer und die wird jetzt korrigiert. Und da bitte ich alle, morgen in Bern zu stehen. Ich kann leider nicht, aus körperlichen Gründen nicht, aus finanziellen Gründen nicht und will ich auch Kinderdienst stehen. Das sind 3 Gründe, die mich da davon abhalten. Ich bin aber mit dem Herz in Bern und ich werde ganz bestimmt, will ich das auch weitertragen und will das selber auch mitschauen und mit dabei sein. Mit meinem Geist, mit meiner Seele, mit meinem Herz. Ich bin am Platz. Am Montag ist meine erste Hauptversammlung wegen dem Vorfall, wo in St. Gallen war, wo ich beschimpft worden bin und wo jetzt Securitas und SBB Police mir alles anhängen will. Ich bin beschimpft worden von ihnen und ich habe die Polizei gerufen wegen dem und sie wollen jetzt einfach nicht dergleichen tun, dass das so ist und hängen mir alles an, was sie irgendwie erfinden können. Ich brauche dringend, wirklich dringend, ein Mensch hat sich jetzt schon angeboten zum Kommen. Ganz sicher ist es noch nicht. Es sieht aber gut aus und von einem weiss ich es vielleicht. Und es braucht mehr Leute. Es braucht mehr Leute am Platz. Bitte unterstützt mich. Bitte sind unabhängige Beobachter. Und bitte sind nicht dann so lieb und sagen nach dem Prozess mir irgendwie alles Gute ins Gesicht, sondern mich auch kritisieren. Also wenn ihr seht, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe oder sonst was, das kann sagen, ich bin Mensch, oder? Dann bitte tun wir das mitteilen. Ich lerne gern, weil ich lebe. Und Leben ist Lernen. Ich umarme euch alle, die kommen. Danke vielmals. Und wenn ihr irgendeine Frage habt, meldet euch via PN, via Kommentar oder eben via Webseite kann man eine E-Mail schreiben, tiroandes.ch. Geht aufs Impressum und dann schreibt mir eine E-Mail und ich schreibe zurück. Vielen Dank euch, dass ihr da sind. Danke. Und geht morgen alle, einfach auf Bern. Überfüllt die Stadt. Danke. 16. Oktober 2021 in Bern, in einer Gartenbeiz. Die Aufnahmen stammen vom Mensch Roger. Danke vielmals, du bist grossartig. Du bist wirklich grossartig. Und du wohnst in meinem Herz. Was ihr hier seht, das ist Perversion pur. Das ist einfach, hey, habt ihr eigentlich einen Flick gehabt oder wer hat euch ins Hirn geschissen, könnte man das sagen, oder? Nein, da nützt wirklich kein Helm mehr. Aber vielleicht schirmt der Helm ja die Frequenzen ab, die ihr dann eben brauchtet. Das, liebe Polizei, schaut das euch selber an. Das ist keine Polizei. Das sind willenlose Roboter, die noch ein bisschen Gefühl in sich haben und darum schauen sie nämlich immer weg. Sie schauen die nie an. Sie schämen sich schon in der Uniform. Sie schämen sich. Unglaublich. Ja, auch wenn da vielleicht ein Streik kommt, da habt ihr jetzt gerade gesehen, das Bild von dem Mann. Fassungslos, oder? Da wird man eingekreist, wird das Zelt aufgestellt. Und ja, auch der Albert ist dann da und verkündet ihnen laut und deutlich, wie es in der Verfassung steht, sie hören nicht zu. Sie hören es vielleicht schon, aber sie hören nicht zu. Und im Hintergrund sehen wir eine riesen Feier beim Bundeshaus. Da feiern sie sich selber mit Lasershow. Verbrecher werden gefeiert. Heute. So sieht es aus. Und die Polizisten, wie man es hier sieht, helfen denen, dass sie sich feiern können. Dass die anderen unterdrückt werden, dass die Schwachen weg sind, dass sich solche Frauen und Männer, die in diesen Uniformen stecken, nicht in Grund und Boden schämen
Für das braucht es Drogen, in meinen Augen. Wirklich. Für das braucht es Drogen. Das kann nicht sein, dass ein gesunder Menschenverstand so etwas überhaupt mitmacht. Nein, Da sehen wir der Albert, zeigt in allen die Bundesverfassung. Nein, ist unglaublich. Es ist einfach nicht zum Fassen. Es ist wirklich nicht zum Fassen. Machen euch selber schlau. So geht es nicht weiter. Das ist pervers, primitiv, absolut faschistisch und nichts anderes. Gar nichts anderes. Und wir sollen in dem Land leben, wo die beste Demokratie in dieser Welt hat oder in der Erde hat. Ja, jetzt wird er abgeführt. Mensch Roger. Er muss dann nachher aufhören. Und friedlich. Er wehrt sich nicht, überhaupt nicht. Er ist friedlich. Er hat noch nie irgendeine Gewalttat da irgendwo gezeigt und ist auch nicht dafür. Distanziert sich von Gewalt ganz offen. Ja. Und da wird man einfach gewaltsam abgeführt. So sieht es aus in diesem Land. Krank. Bis zum Abwinken. Krank. Danke, Roger, dass du da bist. Danke dir von Herzen. Wachend auf.